Machen wir halt mal das Internet auf. So, ein paar neue Videos gemacht. Passt. Mal ein bisschen Kommentare schauen. Was gibt's da Neues? Ah, ja, gut. Keine. Auch schön. Ach, die werden jetzt bei Google Plus und nicht in meine Inbox. Ah, ja, was? Ich will mal einen Kommentar schreiben. Änderung an YouTube-Kommentaren. Intelligente Auswahl. Aha. Mehr von Nutzern anzeigen, die du kennst. Ja, sauber. Gespräche mit Tiefgang. Aha. Ach ja, da steht's ja. Das neue Thread-Format und die Einführung von Plus-Erwähnungen motivieren dazu, sich miteinander auszutauschen. Ja, sehr richtig. Größere Reichweite. Ja, wunderbar. Kommentare werden sowohl auf YouTube als auch auf Google Plus angezeigt. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Moderationstool für Videokünstler. Okay, leck mir am Arsch, oder? Identifiziere unerwünschte Kommentare noch einfacher und blende sie aus. Ja, Grütze, fix du. Dass sie das gemacht haben, endlich ist soweit geworden. Da wird's aber auch Zeit, oder? Ja, da haben wir ja bloß Vorteile. Warum sehen wir die denn nicht? Intelligente Auswahl, Gespräche mit Tiefgang, eine noch größere Reichweite und ein Moderationstool für Videokünstler. Ja, das haben wir doch gebraucht. Ja, an Scheißdreck haben wir das gebraucht. An Scheißdreck. Was ist denn das für ein Krampf? Ich muss mich jetzt bei Google Plus anmelden, damit ich einen scheiß Kommentar schreiben kann, den niemand interessiert. Erster. Das gibt, glaube ich, mal 1000 Erwähnungen, dass wir uns über dieses Erster auf jeden Fall ein Gespräch mit Tiefgang liefern können. Intelligente Auswahl. Mehr von Nutzern anzeigen, die du kennst. Ich kenne doch niemanden. Und die, wo ich kenne, mit denen schreibe ich so, wenn ich will. Meine Fresse. Mehr von Nutzern anzeigen. Ja, was will ich denn anzeigen? Ihre Unterhose oder was? Was soll denn der Käse jetzt, hä? Mehr von Nutzern anzeigen, die du kennst. Ja, ein Scheißdreck, ey. Ich zeig ihnen gleich mal, was ich kenne, ja? Dann können die mich mal kennenlernen, aber richtig. Gespräch mit Tiefgang. Wir haben gar kein Gespräch mehr, weil niemand sich bei fucking Google Plus anmeldet, um einen scheiß dummen Kommentar zu schreiben. Gespräch mit Tiefgang. Ja, da scheiß ich drauf. Ja, da scheiß ich drauf auf den Tiefgang. Größere Reichweite, ja, in die negativen Zahlen. Jetzt gegen -1 geht es jetzt. Niemand? Warum? Ich bin doch viel zu faul, um mich dazu anzumelden. Was soll denn das? Und warum soll ich meine Kommentare auf YouTube und auf Google Plus anzeigen? Ich habe doch 0 Freunde in Google Plus. Ich will doch bloß einen Kommentar zu einem Video schreiben. Da steht dann drin, hey, schönes Video. Das interessiert doch niemanden auf meinem Google Plus Scheißdreck. Weil es niemanden interessiert, was man selber schreibt. Auch in Facebook, das ist jedem scheißegal, wenn man jetzt mal ein Like in 3 Sekunden abgibt, weil es ein Kind rettet. Fick dich. Moderationstool für Videokünstler. Identifiziere unerwünschte Kommentare noch einfacher. Wow! Und blende sie aus. Ich glaube, ich pfeif gleich in mein Schwein rein. Wenn ich halt einen Kommentar sehe, den wo ich nicht sehen will, dann drücke ich halt drauf und dann lösche ich den Kommentar und sperre den Typen. Was brauche ich dafür ein Moderationstool? Ich sehe jetzt YouTube gerade so. Das Design passt gerade. Alle Benutzer freuen sich. Was machen die hinter YouTube? Ach, machen wir ein neues, besseres Design. Das wird sie freuen, die Nutzer. Ja, was passiert dann? Alle regen sich auf. Nach einer Ewigkeit gewöhnen sich alle an das neue Scheiß-Design, finden es wieder okay. So, zu dem Zeitpunkt sagt wieder die kreativen Köpfe hinter YouTube, hey, ändern wir es wieder, ja. Und das geht halt, bis irgendwer stirbt, ja, und bis keiner mehr da ist von den beiden Seiten. Und was soll da das jetzt mit den YouTube Google Plus Kack-Fick-Dingern? Es kotzt mich auch an, wenn ich jedes Mal gefragt werde, ob ich meinen scheiß echten Namen verwenden will. Nein, will ich nicht, sonst hätte ich ihn ja als YouTube-Namen angegeben, du Arschloch. Was soll da das? Bitte geben Sie Ihre Kontonummer an, dass wir Sie besser identifizieren können und ein besseres Gespräch mit Tiefgang führen können, ja, über meine Kontonummer oder was? Ich glaube, ich box nimmer. Warum ändern wir immer alles? Es passt doch, es hat doch gepasst alles. Es gibt anscheinend eine neue Bewertungsfunktion. Was steht denn das, Herr Kaas? Finden den Sklump. Was ist denn das? Man meldet sich als normaler Mensch da an, gibt irgendeinen Scheißnamen ein, am Arschloch 1996 und dann schreiben die, wir müssen wirklich überprüfen, ob sie wirklich am Arschloch 1996 sind. Bitte geben Sie Ihre ganzen Daten an, Ihre Anschrift und Ihre Kennnummer und Ihr Geburtstag und Ihre Postleitzahl und Ihre Schuhgröße. Leck mich. Wo hört denn das auf, bitte? Wo hört denn das auf? Bitte machen Sie die Kamera an und grinsen Sie in das Gesicht, während Sie Ihre Scheiße in die Kamera werfen. Leck mich.